aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. F wie Fenster auf Burgen. Zwischen Schießscharte und Prunkfenster. Warum Burgfenster mehr sind als nur Löcher in der Wand. Wenn von Burgen die Rede ist, taucht fast automatisch ein bestimmtes Bild auf. Dicke Mauern, dunkle Räume und winzige Öffnungen, durch die kaum Licht dringt. Fenster erscheinen dabei eher als notwendiges Übel, klein, zugig und irgendwie unpraktisch. Und genau hier setzen viele angebliche Erklärvideos an. Fenster seien klein gewesen, damit die Wärme nicht entweicht oder weil größere Öffnungen statisch nicht möglich gewesen seien. Klingt logisch, aber ist in dieser Pauschalität schlicht zu kurz gedacht. Und so mancher denkt, zappenduster war es auf den Burgen. Oder auf keinen Fall ein großes Fenster einbauen, sonst stimmt die Statik nicht. Warum baute man dann Fensternischen ein, wenn ja die Statik durch die Fenster gefährdet war? Denn mittelalterliche Burgen sind keine einheitlichen Baukörper, sondern komplexe Anlagen mit klar differenzierten Funktionen. Und genau das spiegelt sich auch in ihren Fenstern wider. Wer also verstehen will, warum ein Fenster so aussieht, wie es aussieht, muss zuerst verstehen, wo es sich befindet und wozu es dient, und nicht, welche einfache Erklärung sich am besten erzählen lässt. Frühzeit des Burgenbaus. Kleine Öffnungen, klare Funktion. In der Frühzeit des Burgenbaus, etwa im 11. und frühen 12. Jahrhundert, dominieren tatsächlich kleine Öffnungen im Mauerwerk. Diese dienten der Belichtung und Belüftung und waren häufig unverschlossen oder nur einfach gesichert. Und hier sehen wir die architektonische Zeichnung eines solchen romanischen Fensters, in diesem Fall auf der Schauenburg im Elsass. Links von außen, in der Mitte von innen mit Fensternische und rechts der Schnitt, im Prinzip etwas trichterförmig zulaufend. Vor allem in den unteren Geschossen, also dort, wo Lager-, Wirtschafts- oder Schutzräume lagen, finden sich schmale Licht- und Luftschlitze. Diese sind nach innen hin oftmals trichterförmig erweitert, um den Lichteinfall zu maximieren und mitunter auch als Schießscharten dienen zu können. An dieser Stelle lohnt sich ein genauer Blick. Diese Form hat nichts mit romantischer Mittelalterdüsternis zu tun, sondern ist eine bewusste bautechnische Lösung. Und ebenso wichtig, auf gefährdeten Seiten, wie eben hier rechts abgebildet bei der Logdeburg, also dort, wo Angriffe zu erwarten waren, bleiben Öffnungen klein. Nicht, weil man Angst vor Zugluft hatte, sondern weil große Fenster nun einmal ein willkommenes Einfallstor für alles sind, was man draußen lieber behalten möchte. Schauen wir uns die Angriffsseite der Logdeburg bzw. hier des Wohnbaus genauer an. Wir haben eine Tür, die führt, auf alten Ansichten nachgewiesen, auf einen hölzernen Wehrgang. Wir haben einen Kapellenerker, weil rechts das ursprüngliche Tor lag. Und hier hat man gesagt, wir brauchen besonderen Schutz, eben Gottes Schutz bei Angriffen auf der Torseite. Dass ausgerechnet diese Bereiche heute gerne als Beleg für typische Burgfenster herangezogen werden, ist, sagen wir, selektive Wahrnehmung. Denn was sehen wir hier? Auf der Angriffsseite der Logdeburg kleine Fenster, kleine Schlitzfenster, kleine Kleeblattfenster, die zugleich auch zur Abwehr als Schießscharten dienen konnten. Also, die Angriffsseite ist hier zu sehen und nicht die wohnliche, hübsche, dargestellte Seite. Hochmittelalter. Fenster werden zu Wohn- und Statusmerkmalen. Mit dem Hochmittelalter verändert sich die Funktion der Burg deutlich. Neben der Wehrhaftigkeit tritt der Wohn- und Repräsentationsanspruch immer stärker in den Vordergrund. Und genau das zeigt sich unmittelbar an den Fenstern. Wohnräume verfügen nun über größere Öffnungen, häufig mit Holzläden verschließbar.
In den tiefen Fensternischen entstehen gemauerte Sitzbänke, ein Detail, das kaum zu einer zugigen Eishöhle passt. Besonders deutlich wird dieser Wandel in repräsentativen Gebäuden wie Saalbauten. Hier finden sich Arkadenfenster, Rundbogenfenster und Biforien, also gekuppelte Doppelfenster mit Mittelsäulen. Diese können zu ganzen Fensterreihen zusammengefasst werden und sorgen für erheblich mehr Lichteinfall. Und hier ein romanisches Biforenfenster am Dreikönigshaus in Trier mit natürlich historisch bzw. nachempfundener Bemalung. Neben den bekannten Kaiserpfalzen wie Goslar oder Gelnhausen liefert ein eindrucksvolles Beispiel die Kaiserpfalz Eger. Der dortige Saalbau aus dem 12. Jahrhundert zeigt großzügige Fensterarkaden, kombiniert mit Kaminen und architektonischer Gestaltung auf höchstem Niveau. Und hier können wir einen Blick in den Saalbau der Burg Eger, der Kaiserpfalz Eger werfen, heute natürlich leider nur noch als Ruine erhalten, aber mit diesen wunderschönen Arkadenfenstern, Biforenfenstern, die einst im oberen Saal enthalten waren. Das bedeutet im Klartext: Man konnte große Fenster bauen. Man hat es getan, und zwar genau dort, wo es sinnvoll und gewünscht war. Die Vorstellung mittelalterlicher Baumeister sahen an Statik- oder Heizproblemen gescheitert, sagt daher meist mehr über moderne Vorurteile aus, als über das Mittelalter selbst. Verschließung von Fenstern, Holz, Glas und durchdachte Lösungen. Ein besonders hartnäckiger Irrtum betrifft die Frage, wie Fenster überhaupt verschlossen wurden. Die Vorstellung reicht hier von gar nicht bis hin zu Tierhäute oder Stroh. Das klingt zwar anschaulich, hält aber einer fachlichen Überprüfung kaum stand. Stellen wir uns vor, unsere Burg ist fertig. Wir haben viel Geld ausgegeben für ein solches filigranes Fenster. Keine Fensterscheiben, gar nichts. Es zieht wie Hechtsuppe. Eine Lösung muss her. Wir stellen uns Strohsäcke in die Fenster. Die Fenster sind verschwunden und es ist stockdunkel. Klar haben wir das so gemacht. Wir holen unseren Schreiner. Der hat die Idee. Holzfensterläden, ja, auch bei Biforenfenstern, bei sogenannten Arkadenfenstern sind diese nachweisbar, wurden diese Fensterläden eingebaut, teilweise sogar mit Glasöffnungen. Tatsächlich gab es bereits im Mittelalter verschiedene Möglichkeiten. Holzläden meist nach innen zu öffnen, Rahmenkonstruktionen mit einfachen Verglasungen, Kombinationen aus Festbänden oberen Teil und beweglichem unterem Verschluss. Für größere Fensteröffnungen, etwa bei Biforen, sind zudem sogenannte Winterfenster belegt. Zusätzliche Rahmen, die bei Bedarf eingesetzt wurden, um Witterungseinflüssen zu reduzieren. Hier sehen wir eine altniederländische Malerei des 15. Jahrhunderts, leider unbekannter Künstler. Wir sehen ein Biforenfenster, welches mittels innenliegender Fensterläden verschlossen werden kann. Also wer behauptet, Biforenfenster konnten nicht verschlossen werden und es war zugig wie Hechtsuppe in der Burg, der hat von Bauforschung keine Ahnung. Und hier auf diesem Bild sehen wir verschiedene Fensterlösungen. Einmal mit Fensterläden unten und oben mit Glasverschluss. Auch sehr schön ist dieser Raum dargestellt. Wir sehen wunderschöne Fliesenböden und vor dem Kamin, komischerweise üblich, eine Bank, eine Sitzbank. Wir sehen eine Kanne, einen Kerzenhalter an der Decke und natürlich ein schönes Bett. Und auch nochmal kurz auf die Fensterläden eingehen. Die sind sogar mit Nieten verziert. Und in diesem französischen Schloss wurden nach Originalvorbild Fensterläden, verschließbare Fenster und Fenstergläser rekonstruiert. Bereits in der Romanik sind kleine Glasfenster nachweisbar, meist aus rautenförmigen Glastäfelchen, die in Bleiruten gefasst waren. Diese Technik ist keineswegs auf Kirchen beschränkt, sondern auch auf Burgen belegt. Archäologische Funde, etwa aus dem Spessart oder der Schweiz, zeigen Flachglasfragmente aus dem 12. Jahrhundert. Und das nicht in kaiserlichen Pfalzen, sondern auch auf kleineren Anlagen. Mit anderen Worten, man hatte nicht nur Fenster, man wusste auch ziemlich genau, wie man sie nutzt.
Spätmittelalter. Differenzierung und Gestaltung. Im Spätmittelalter entwickelt sich das Fenster schließlich zu einem festen und bewusst gestalteten Bauelement. Das Rechteckfenster setzt sich zunehmend durch, oft unterteilt durch ein steinernes Kreuz. Dadurch entstehen mehrere Felder für Verglasung und Öffnung. In anspruchsvolleren Bauten finden sich zudem Maßwerkfenster, die wir sonst vor allem aus Sakralarchitektur kennen. Auch regionale Formen wie der Vorhangbogen treten auf. Gleichzeitig wird die Anordnung der Fenster symmetrischer. Regelmäßige Reihen, Anpassungen an Raumfunktionen, bewusste Gestaltung von Fassaden. Ein schönes Beispiel ist die Salzburg in Franken, also diese riesige Garnerbenburg. Hier sehen wir ein Maßwerkfenster im Saal. Und auch das landgräfliche Schloss von Marburg ist ein gutes Beispiel für solche Entwicklungen von Fenstern. Zum Beispiel sehen wir eine ganze Reihe richtig gut angeordneter Rechteckfenster. Wir haben Maßwerkfenster nicht nur rechts in der Kirche, sondern auch in der Mitte beim Saal und links unten in dem einen Landgrafensaal. Also es ist jetzt eine Zeit, wo wirklich die kunstvollen Handwerker sich ins Zeug legen. Fenster sind nun nicht mehr nur funktional, sondern auch ein Mittel der architektonischen Aussage. Und spätestens hier wird endgültig klar: Das mittelalterliche Fenster ist kein Zufallsprodukt und schon gar nicht das Ergebnis baulicher Unfähigkeit, sondern Teil eines durchdachten Gesamtkonzepts. Schlusswort. Fenster auf Burgen sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie komplex mittelalterliche Architektur tatsächlich ist und wie schnell diese Komplexität in modernen Darstellungen verloren geht. Kleine Schlitze, große Arkaden, Biforen oder verglaste Öffnungen, all das existiert nebeneinander, oft innerhalb ein und derselben Anlage. Entscheidend ist immer der Kontext: Lage, Funktion, Bauzeit, Anspruch und Budget des Bauherrn. Wer also das nächste Mal hört, Fenster seien wegen der Wärme klein gewesen oder aus statischen Gründen nicht größer möglich gewesen, der darf kurz innehalten und überlegen, ob hier gerade mittelalterliche Baukunst erklärt wird oder ob wir wieder bei der Kategorie sind: schöne Bilder, gute Musik und der Rest ist eher kreatives Erzählen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.